Geschichten uit onze Geschichte Nummer 16. Ditmaal nog meer van de Mennoniten ihrem Problem, want sie met de Mexikaner ihrem Randriefsvei op ihre Siedlungen in Chihuahua in de Winter- en Voorjaarmonaten voor vele jaren gehad hebben. Ik weet nog dat er jeder Herbst ein bestimmter Datum gesagt wird von Regierungsbeamten, von wanneer dat Vei am Herbst losgehen gelaten darf. Und viele Mexikaner leerden al immer nur den Tag, wenn sie am Herbst al ihre Pferd, Müllers und Esels, wohnen sie durch die Winter- und an den Vorjahrmonaten zu nicht brücken wollen, und all ihre Rinder, über die eine oder zwei Kühe, wohnen nach Milch geben, wurden losgehen lassen dürfen. In Amavada wären da also eine mexikanische Kleinfarmer, wohnen die meiste von ihren Pferd, Esels, Müllers und Rinder all vor dem bestimmten Datum losgehen leiten, auch wenn die Hikes noch zugeholt werden oder wenigstens zugeholt worden sollen. Einige von ihnen leiten hier und da ein Hike jeden Abend aufsichtlich ab. Und andere kneipen irgendwo die Stacheldraht dreht vom Tünen 2, sodass er frei durchgehen kann. Und wenn diese Sachen passierten vor dem bestimmten Datum und dort frei dann mag ihre Hocken heim, dann können mennonitische und auch mexikanische Formen so ein fremdes Ramdriefsvei, wo vor dem bestimmten Datum losgelassen worden wir, in Schoden und Recht, meistens mag die Hoberhocken und Quacktimung anpongen, so wie dort nannte. Ich habe auch noch mal geholfen mit den Mexikanern ihrem Randriefsvei und Quacktimung anpongen. Wenn Mennoniten bei Quinta Lupita und auf Formerhempel in Castro ihrem Land oder auf dem Melendez Rancho und andere Ländereien dicht bei Quacktimog noch nicht mit ihrem Draschen fertig wären, und die Mexikaner ihr Vei den Mennoniten ihre Hocken anfangen zunichte zu bringen, dann schickten die Vaters 2 oder 3 von uns Jungs mit unser Riedpferd dort Randriefsvei taub zu holen und in die Stadt anzupongen. Aber wenn das geworden wäre, dann kauften die Mexikaner ihr angepongetes Vei meistens am selben Tag noch weiter rüt. Und ich glaube, das kostet auch noch mal wenig Geld. Denn man will das Vei da gar nicht lang haben. Denn das soll ja dann auch Futter und Wasser haben. Und diese Kosten will keine Regierung haben mit dem angepongeten Vei. Und einige Mexikaner ihr Vei, wie am nächsten Tag Wada mag die Mennoniten ihre Overhocken. Genoden Tola, genoden Felder, Hamburger, hadden Trouble mit den Ejidos ihrem Vei von Napavetschi. Ein anderer Dorper an der Buitenkant von der Kolonie mit so einer Rancheros die dicht bei ihren Dorper wohnten. Meistens, wenn das bald am Dezembermonat diet, was die Mennoniten ihre Abend angebracht hatten, dann konnten die Vorsteher dort bei den lokalen Regierungsbeamten bereden, dass das Datum an wonen der Hikes nicht mehr brückten zugemerkt worden, wieder abgeschoben wird. Aber dann merken scheinbar doch all einige Mexikaner der Hikes aufsichtlich nicht mehr zu, wenn sie durch jeden Abend durchgefahren wären. Oder sie kneipen einfach die Stacheltüren dreht irgend 6 Uhr und 2. Auf ihre eine Stapelfläche hatten mexikanische Kleinfarmer und ihre Ranchos all gemeinsam ihr Vei losgehen gelassen, so schwind als sie ihre Abend aufgeräumt hatten. Und wenn der Tag am Herbst gekommen wäre, dort alle Hikes bei den Mexikanern und Mennoniten ihre Tiening in Chihuahua ablieben dürfen, so dass die arme ihr Vei, die mexikanische Kleinfarmer ihr Vei, losgehen und sich dort Futter auf der Stapelfläche selbst lesen können, dann wären bald sehr viel von ihren Rinder, Schruggen, Müllers und Burros auf den Mennoniten ihrem Land. Und solange es das Ramdriefsvei genug zu freten fängt auf der Stapelfläche, und solange es jeder mennonitische Bauer seinen Gassen und Hängertün gut in Ordnung hat,
en ook zijn hengehaak en gassenhaak in Ordnung had, en nicht vergot danach tot te merken, dann bleibt das Vieh von ihrer Heber weg. Aber wenn das Vieh nicht mehr genug Futter auf dem Land lesen kann, nicht zu hungrig zu werden, dann probt sich dort auf die mennonitische Dorfsbewohner ihre Haks und Tiening gut genug in Ordnung halten. Dann, wenn dort hungrige Vieh in einer Nacht irgendwo einmal ein Hach abgefangen hat, oder durch einen nicht sehr guten Hängertün mit einem Bauer seine Hüppes gekommen wäre, dann probt sich dort die nächste Nacht auf der Tün ditmal stark genug gemerkt sein wird, oder auf das Hach tau und sehr stark sein wird. Denn das Vieh hat nur einmal den Hunger stellen gekonnt, und dort deed meist irgendwas, dort die nächste Nacht weiter zu können. Und besonders wären ein Pferd und Esels sehr klug, nicht mal an Haks opmerken können, aber auch an Stahl und Schienenderen opmerken. Wo je in ein Rinder bloß einfach entweder über die Tiening übersprungen oder ihre Kabtwäschende dreht, durchstürken und dann mit Gewalt den Tün durchreiten. Ich und viele andere Blumenurter kannten besonders einen sehr klugen Bauer sehr gut. Das war ein buitengewöhnlich großer Bauer, und der war immer schmackrund und glatt. Auch danach waren alle anderen Bauern sehr dann worden, weil sie einfach nicht mehr genug Futter finden konnten. Und der Unterschied für diesem einen Bauer seinem Schmackloten war dieser. Er war so klug, er konnte sich irgendwo an ein Hüppenhack hineinbringen und auch wieder rückbringen, ohne dass er einen Draht und Querheit. Dort das Bauer dort vor dich bracht, dort bleibt für uns Blumenurter lang ein Rätsel. So lang, dass einer dort an einem Abend laut bei sehr klarem Mondenschein Kriegteuer sein hat, wo das kluge Damajon dort deed. Durch einen golden Tün durchkommen, ohne einen Draht und zwei Merken zu brücken. Das Mann hat Kriegteuer sein, dass das Bauer sich bei seinen Nobers ganz am Hüppenhacktün auf der Seite angelegt hat und dann ganz langsam so lang gewriggelt hat, bis er sich unter den untersten Draht durchgewriggelt hat. Wir dann an der anderen Seite vom Tün waren abgestoßen und ganz sandersei an den Hovergabenhüpen angegangen, wo er sich all vielmal satt gefressen hat. Und das Hovergabenhüpen gehört uns. Wir wohnten in Blumenurt am Schulhaus von Mai 1950 bis im April 1953. Und das war im Januar oder Februar Monat 1952. Wir wussten lang nicht, wo das Büro immer bei unseren Hovergabenhüpen beikam, aber da wir jede Nacht weiter da gewesen. Und nun wisst ihr, wo der dort gemerkt hat. Wir erst unter unsere Stacheldrahthack an der Gas durchgebriggelt und ab dem Schulhof abgekommen und dann unter den Hüppenhack-Drahttün und ans Hüppenhack hineingekommen und hat sich an unserem Hovergabenhüpen gut vollgefressen. Een uitwischen aanbod van Hoverstro aanpassen in de 1940er Jahren. Ich hatte einmal gesagt, dass Blumenurtsche Bürgers in den 1940er Jahren einmal viel von ihrem Hover auf dem Quinta Lupita Rancho oder auch Sassfuhr auf dem sogenannten Staatsland draschten. Der Quinta Lupita Rancho wird manchmal auch der Schreider Rancho genannt, weil es ein gewisser Deutschländer mit dem Namen Schreider den bei 1941 geehnt hat. Und der lag ungefähr auf der Markt von Cuauhtémoc nach Blumenurt. Auf unserem großen Hängerhof, auf diesem Rancho, wir einen Hof, ich glaube, dass wir 1943 sehr viel Hover gedrascht worden. 5 oder 6 Bürgers hatten da eine Strohdeel. Da waren so viele Strohhüpes, als der Bernen Rühm hatten. Und all von Utgangs Januar an passt
ein Bühr nom anderen zijn hohe Stroh door aan en viert zijn boing van door weg. En wir waren ook al dabei, ons Stroh door aan te prassen en bij aan onze grote Maschinenshop aan te vieren. Ons Nachbar Johann Leuben had een zogenaamde Pietsprass gekauft. Ik geloof hij kauft die ganz nie. Deze Prass had Nachbar Leuben extra dort gekauft, dat hij damit Geld verdienen wil in de winter en Monaten. Aber für uns hadden al mehrere andere Büros Johann Leuben besteld om Erstrehuppers anprassen, zodat als wir endlich an der Reihe gekommen wären, dann wir all an viele Deel meist oder an einige Deel auch all ganz zu viel Wind, um das Stroh stärken zu können, ohne dass dabei einfach zu viel Weichstoff. Aber noch bei Leuben sind Knecht, mein älterer Bruder und ich, prasten an so eine Deel, wenn der Wind nicht zu stark wäre, jeder Tag von 250 bis 300 Boing Stroh an. Und wenn an einem Tag zu viel Wind wäre zum Prassen können, und aber noch nicht zu viel zum Strohboing und Maschinenschappen führen, dann deuten mein Bruder und ich dort. Aber nu fragt vielleicht all wer von den jüngeren Menschen, was ist eine Pietsprass? Und für you folgt hier eine Definierung oder eine ungefähre Beschreibung von was eine Pietsprass ist. Eine Pietsprass ist ein Bäler, eine Prass, wo von einem Piet gedreven wird. So eine Prass hat eine sogenannte Pietgang-Einrichtung, um die Prass mit einem Piet driven und steht mit einem Motor. Das Getriebe an die Pietsprass hat zwei Distels und der Piet wird zwischen diese zwei Distels so angespannt, dass das Fähren an dem ersten Distel mit dem sogenannten Koppelbaumreimen angehört wird und hängen an dem hintersten Distel mit der Seelenstreng. Die Koppelbaumreimen wir mit einem Eng an einem von der Heims seine Ring fast und auf seinem anderen Eng hat einen Haken. Das Reimen wird, wenn der Piet für den Wehren gespannt wird, durch den Koppelbaumring durchgetragen und an dem anderen Heim seinen Ring angehakt. In diesem Fall aber, wenn der Piet zwischen die zwei Prassdistels angespannt wird, dann wird das mit dem Koppelbaumreimen durch den Ring ab dem Eng von dem ersten Prassdistel, wo er auch einen Ring hat, festgehakt. Und an dem anderen Prassdistel wird eine Unterscheid festgemerkt, und da hakt man den Seelenstreng an. Wenn der Piet so zwischen die zwei Prassdistels angespannt wird, dann kann das nicht anders gehen als eine Runde. Und dort erst wird das Piet den ganzen Tag dauern muss. In einem Kranz von ungefähr 24 Schau am Durchmeter eine Runde gehen und die Prass am Drehen holen. Übrigens braucht man dort fast immer zwei Piet, wo nur dabei alle paar Stunden angespannt werden. Habt ihr diese Beschreibung was oder verursacht die bloß noch mehr Frauen? So als zum Beispiel, was sind Heims, Koller, Utscheid oder Koppelbaum? Der Wort Koller und Koppelbaum haben wir wahrscheinlich auch von der englischen Sprache hergenommen, so als so viele andere von unseren Wörtern, wo eine Part von unserem plattdeutschen Wortschatz geworden sind. Das jüdische Wort für unserem Koller und wo dort Piet trägt, ist ein Comet. Und auf Englisch wird das Wort Color für beides gebraucht. Der Hams und Wanix Collars und auch ein Color und auch das Comet, wird das Piet so um den Hals angelegt wird, dass es Schmack an seine Schultern anpasst, zum damit tragen. Also, uns Pietskoller und uns Hams und Wanix-Koller ist wahrscheinlich ein englisches Wort, wo unsere Vorfahren auch so ein bisschen verplattigt haben. Und nu ist das Wort Comet bei uns vielleicht all über 100 Jahre ein Koller gewesen und gehört voll und ganz zu unserem plattdeutschen Wortschatz. Und kriegst du erst das vielleicht auch mit dem englischen Wort Color am Hand und am Wanig oder Jag geworden. Und es steht dort, dass bei uns ein Hams oder Weins Krauen ist
es hat een Koller. En ons koppelboom is wel ook zo half Englisch en half Plattdeutsch. Dan 2 Pied worden met onze zogenaamde koppelboom toopje gekoppeld met de koppelruimers durch de ring op bij het einde van koppelboom. En zo draaien 2 Pied met deze boom den Wehrendistel. Deze boom koppelt also nicht nur 2 Pied op, aber merkt dat voor de Pied ook meerlijk top den Wehrendistel te draaien en den Wehren doorheen te sturen, wo de kutscher met Pied en Wehren aanvoeren wil. Aber ons wordt koppelen oder topkoppelen is bestimmt ook een verplattdeutschtes englisches woord, woont al sehr lang te unserem plattdeutschen Wortschatz gehört hat. Hier brechen wir weiter auf für dit Mal. Nächstes Mal noch weiter mehr von so einer Wert aus Heims, Koppelbaum und Urscheid in unserem plattdeutschen Wortschatz. Und dann noch weiter mehr von dem mexikanischen Rundriefsfei, wohnt vor Monaten lang auf den Mennoniten in ihrem Land an dem Bustilstol in Chihuahua versucht, was zu fressen zu finden. Und dann von mexikanischen Karawanen von Frachtwagens auf dem langen Schrotzweg durch die mennonitische Siedlungen am Bustilstol in Chihuahua. But nächstes Mal, ich bin George Rempel.